Does that make sense? Like they say. Es geht, Leute. Heute ist ein ganz komischer Tag, muss ich sagen. Ich habe nicht so gut geschlafen die letzten 2 Tage, weil meine Kinder krank sind. Also jetzt mittlerweile beide krank. Letzte Nacht haben mich fast gar nicht schlafen lassen und habe ich deswegen dann eben nochmal Mittagsschläfchen gemacht. Und normalerweise kommen wir ja um 12 hier hin, aber jetzt haben wir 5. Und ja, zu Hause war ich nicht so wirklich motiviert. Keinen Bock gehabt auf Poker. Wollte erstmal chillen ein bisschen. Jetzt mittlerweile kriege ich richtig Bock. Es ist auch immer so eine Sache bei mir. Wenn ich Langeweile habe, dann weiß ich nicht, was ich sonst tun soll. Also kriege ich FOMO. Will ich einfach online spielen oder live. Also habe ich mich mal fertig gemacht und jetzt sind wir hier. Aber jetzt kommt die Lust, Leute. Jetzt so langsam habe ich Bock. Gleich erstmal einen Kaffee bestellen. Dann machen wir ein paar Tausender plus. Gehen, Leute. Session im Aria mit einem Plus von $287 beendet. So lange habe ich nicht gespielt. Wir haben jetzt 9 Uhr abends. Wir haben 4 Stunden habe ich gespielt. War an sich eine ganz angenehme Session. Das war genau das Richtige für nicht genug Schlaf und so weiter. Es gab aber keine interessanten Hände oder so. Ich habe einmal eine Straße gefloppt in einem 3-Bet-Pot. Mit Dame Bube gegen Asse. Betted Flop, ich Raisin, Turn, Check, Halter. River kommt ein Flush an und er bettet. Und es ist eigentlich eine richtige Nit. Von daher, keine Ahnung, ich habe darüber nachgedacht, nochmal zu raisen. Aber gegen ihn habe ich einfach nochmal gecallt. Und er dreht halt einfach Asse um und hatte Nut Flush Blocker. Ja. Wie gesagt, 9 Uhr. Die Kids und meine Frau, die schlafen alle schon. Ich fahre jetzt nach Hause und dann fange ich an, die Vlogs zu schneiden. Ich habe gestern schon was geschnitten. Ich wollte eigentlich schon mal online spielen, aber habe dann angefangen, meinen ersten Vlog zu schneiden. Also muss ich das jetzt irgendwie so abends mit reinplanen. Und ja, ich fahre jetzt nach Hause. Da wird jetzt ein paar Stunden ein Vlog geschnitten. Wenn ich dann noch mal ein bisschen Energie habe, dann Online-Poker. Ansonsten schlafe ich und versuche mich dann noch mal ein bisschen zu erholen, damit wir morgen noch mal eine Session spielen können. So, jetzt noch mal ein bisschen Las Vegas Strip Content, Leute. 4 Stunden Session war jetzt nicht so überragend, aber es ist auch okay so, Leute. Ich muss ab und zu, ich muss das mal in mein System reinkriegen, dass ich auch ab und zu einfach mal so kurze Sessions spiele. Wie ihr wisst, früher bin ich einfach da geblieben. Ich musste meine 8 Stunden reinkriegen, irgendwie Weihnachten, dies, das, alles immer durchgegrindet. Ich muss mich selbst mal ein bisschen zügeln, ein bisschen mehr auf mich selbst achten. Genug Schlaf reinkriegen, Training, Schwimmen, dies, das. Immer fit und mit klarem Kopf am Tisch auftauchen. Das ist glaube ich, viel wichtiger, als wenn ich da die ganze Zeit hustle und jeden Tag ja, mich kaputt grinde. Die Gesundheit geht vor, Leute. So, Leute, jetzt ab nach Hause und das war's auch mit dem Vlog hier schon. Kurzer Vlog, aber dafür bekommt ihr jeden Tag die Action mit und wisst genau, wie viel Kohle rein oder raus geht. Ja, wie gesagt, morgen geht's weiter, Leute. Daily Vlogs im Moment. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.